Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal 28. Bundesligaspieltag zu Hause gegen Union Berlin. Vorm Spiel hätte ich gesagt, jo, lass uns den Punkt mitnehmen. Viel mehr wird nicht drin sein. Habe ich auch in dem einen Kommentar geschrieben gehabt zu dem Champions League Video. Nach dem Spiel muss man klar sagen, ja, ganz klar 2 Punkte verschenkt. Also das Ding musst du einfach nach Hause fahren und gut ist. Union war schwach. Union hat sich nichts zugetraut. Bin ich so nicht gewohnt. Ich habe einige Union-Spiele gesehen diese Saison. Auch das Hinspiel habe ich nicht ganz verstanden, warum die so heute aufgetreten sind. Wären sie heute so aufgetreten wie sonst auch, glaube ich, hätten wir das Spiel auf jeden Fall verloren. Gerade Anfangsphase waren wir richtig schlecht. Kimmich, Müller, ja, haben gefühlt nicht einen Ball irgendwie mal zum Mitspieler gekriegt. Sind ganz schwer reingekommen. Soll gar kein Vorwurf sein, ja. Die haben nun mal eine hohe Belastung. Ja, völlig normal, dass man da nicht mehr so frisch im Kopf ist und wahrscheinlich mit den Gedanken schon beim Dienstag ist. Ist natürlich dann schwer, Samstag sich irgendwie auf ein Bundesligaspiel zu konzentrieren. Dabei ist egal, welcher Gegner da jetzt gestanden hätte. Von daher kein Vorwurf, aber es ist nun mal aufgefallen. So nach 20, 25 Minuten war es ein bisschen besser. Müller hat aber durchgehend diese Phasen gehabt. Zwischendurch hat er mal so einen Hoch gehabt, wo er mal 20, 30 Minuten wirklich on fire war. Danach war wieder gar nichts mehr von Müller. Nur Fehlpässe. Ja, also gefühlt waren es locker 70% Fehlpässe bei Müller. Kimmich war der Einzige, der dann noch den Ehrgeiz hatte. Ich habe noch irgendwie 88. Minute oder was, wie er noch wie so ein Berserker da vorne anläuft. Der wollte noch unbedingt, aber man hat auch gesehen, dass er nicht konnte. Das hat man ja generell beim großen Teil der Mannschaft gesehen. Erstmal klar, mit dieser Zusammenstellung war es klar, dass so die ersten 20, 25 Minuten erstmal gebraucht werden, um sich irgendwie zu finden. Haben wir ganz ordentlich gemacht. Auch die Jungs haben es ordentlich gemacht. Ja, aber am Ende des Tages haben wir definitiv 2 Punkte verschenkt. Ich habe es auch nicht verstanden, warum wir nach dem 1-0 dann dieses Ringelpitz mit Anfassen gespielt haben, hintenrum und so rumgeeier. Wir können das einfach nicht. Wir können das nicht. Wir haben es diese Saison oft genug probiert. Wir können es nicht. Lass es doch sein, den Scheiß. Spiel auf der 2-0 und alles ist doch gut. Klar, Union hat da nochmal ausgewechselt vorne, nochmal frische Leute gebracht. Logisch, ganz normal. Ich meine, klar, das Tor war unglücklich. Aber ist ja klar, dass die nochmal was versuchen. Und ja, wenn du dann da hinten rumeierst und die Leute dann auch so einlädst und auch die Verteidiger so unter Druck dann bringst irgendwie. Ja, habe ich nicht verstanden. Wie gesagt, hätten wir auf 2-0 gespielt, wäre gut gewesen. Dieses hintenrum, so wie wir es früher konnten, im Schlaf, können wir halt einfach nicht mehr. Punkt. Von daher war es, wo ich das gesehen habe, dass wir jetzt so anfangen, war es für mich schon klar, dass wir noch einen definitiven 1-1 kassieren. Ja, Union hat jetzt nicht so die Riesenchancen auf das 1-1, muss man auch klar sagen. Ja, diese eine Kopfballgeschichte da, logisch. Aber ansonsten war da halt auch nicht viel. Und das Ding, ja, I don't know. Der Neuer war auch wieder ein bisschen verpeilt. Ja, wir hätten das Tor nicht gekriegt, wäre er da nicht rausgegangen und hätte versucht, weiß nicht, was er da versuchen wollte, dann wieder zurück. Wäre auf der Linie geblieben, wäre nichts passiert. Hätte er so langsam wie der Ball da rumgetrudelt ist, hätte er den easy peasy picken können. Ja, habe ich nicht ganz verstanden, weil entweder gehst du dann raus, dann musst du rauf, ran und entweder ist es dann Foul, Elfmeter, was weiß ich was. Oder du hast den Ball, ja, oder du bleibst halt auf der Linie. Aber dieses Zwischending, ja, wie gesagt, für mich sah der Neuer nicht gut aus beim Gegentor. Klar, eingeleitet hat die ganze Geschichte der Bruno Sarr, der eigentlich für mich 80 Minuten lang wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Da gab es gar nichts zu meckern. Wobei man natürlich klar sagen muss, dass Union auch nicht wirklich offensiv stattgefunden hat. Das hat man dann wieder die letzten 10 Minuten gesehen. Ja, sobald der unter Druck ist, ist der nicht wirklich gut hinten. Ne? Das muss man ganz klar so sagen. So, wie gesagt, vorher die 80 Minuten waren stark. Er hat die hinten die Zweikämpfe gewonnen. War nach vorne stark. Hat sich den Arsch aufgerissen, hat mir sehr gut gefallen. Aber sobald er da ein bisschen unter Druck kommt hinten, ja, kommt er einfach nicht klar, ist er einfach überfordert. Das hat man heute ganz klar gesehen. Das war ein bisschen schade. Auch davor war schon oder danach nochmal so eine wackelige Situation. Also, ja, kannst du den nicht wirklich gebrauchen, wenn wir unter Druck geraten irgendwie.
Vielleicht wäre er irgendwie im rechten Mittelfeld besser aufgehoben mit einem Verteidiger hinter sich. Da könnte ich mir das schon eher vorstellen. Ich denke, da wäre sogar zu gebrauchen, meiner Meinung nach. Naja, gut. Ich würde sagen, wir schmeißen erstmal einen Blick auf die Statistiken. Ich bin selber mal gespannt. Ich aktualisiere hier nochmal die Geschichte. Der Ballbesitz 60-40 war auch schon zur Halbzeit so. Foul 10-12. Ja, über Zweikämpfe haben wir auch mehr gewonnen. 52,8. Schüsse insgesamt 14-7. Schüsse aufs Tor 2-2. Ja, wir waren feldüberlegen, gar keine Frage. Wir waren aber nicht wirklich gefährlich. Das muss man auch ganz klar sagen. 8 Ecken, die, ja, keine Ahnung, die kannst du dir halt schenken. Bei uns kannst du Ecken schenken. Flanken 9-12. Gewonnener Zweikämpfe, ja, sieht man auch, der Saar war halt wirklich gut, 80 Minuten lang. 12 Stück, Kimmich 10, Stanisic 7, hat mir auch sehr gut gefallen. Bei dem Tor, ja, da war er dann in der Mitte, das war halt auch ein bisschen unglücklich. Ja, dann wurde er noch irgendwie da halb angeschossen und ach, ja, mein Gott, da konnte der Junge auch nichts für. Ballkontakte 106 Saar, 103 Javi, 101 Kimmich. Gefordert worden interessiert uns nicht wirklich. Schüsse insgesamt 4 Musiala, 2 Sané, 2 Müller. Torschussvorlagen 4 Müller, 2 Sané, 2 Kimmich. Ja, jetzt nicht irgendwie was außergewöhnlich, was uns irgendwie rausreißt. Aber schön zu sehen, dass der Saar da auch vorne dabei ist. Ich habe ihn auch, wie gesagt, 80 Minuten bärenstark gesehen. Hat mir richtig gut gefallen, der Auftritt. Aber man muss das halt ein bisschen einschränken. Klar, Zweikampfwerte waren super. Ist im Zweikampf auch gut. Hat auch taktisches Foul gemacht. Der Mittelfeld hat mir auch sehr gut gefallen. Da gar nicht rumgehampelt irgendwie. War alles super. Aber sobald er irgendwie ein bisschen unter Druck gerät, hinten, ja, weiß ich nicht, wird er ein bisschen fickrig irgendwie. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, Ende vom Lied ist, wir haben 2 Punkte verschenkt. Wir haben das Spiel im Griff gehabt. Die Union hat quasi gar nichts versucht. Irgendwie, die standen nur hinten drin, haben versucht zu zerstören, aber nicht wirklich selber zu spielen. Was eigentlich Union unüblich ist und ich auch nicht ganz verstanden habe. Aber das war unser Glück. Dadurch sind wir erst in die Situation gekommen, überhaupt 1-0 in Führung gehen zu können. Und ja, aber da muss es über die Zeit bringen. Ja? Spiel weiter nach vorne. Wir haben viel Kräfte verschwendet. Dann auch so ab der 70. schon, dass immer 2, 3 angelaufen sind und der Rest nicht wirklich mitgemacht hat. Das war wieder so halbes Pressing. Haben klar zwischendurch noch geklappt, aber man hat da viele Kräfte verschwendet heute. Wie ich fand, das hätte man schlauer lösen können. Ja, am Ende können wir uns nicht beschweren. Ja, ihr habt es gesehen, wir haben 2 Schüsse aufs Tor gehabt. Also da müssen wir nicht irgendwie jetzt da irgendwas reindichten. Klar, waren wir feldüberlegen, haben wir mehr Ballbesitz gehabt und so weiter, aber dass wir jetzt irgendwelche großen Torchancen hatten wir auch nicht. Ja. Ich kann mich gar nicht an den zweiten Schuss aufs Tor erinnern gerade. Abgesehen von dem von Musiala. Hat er wirklich super gemacht. Keine Frage, hat doch der Müller super gemacht, der den Ball überhaupt noch dahin gekriegt hat. Ja, aber ansonsten war der Müller halt auch nicht wirklich gut. Wie gesagt, kein Vorwurf, kann ich alles verstehen. Dienstag ist Paris. Aber wenn man das heute gesehen hat, wie ungefährlich wir waren, ja, sehe ich unsere Chancen. Habe ich ja schon im anderen Video gesagt. Bei 30%, da bleibe ich auch bei. Ich sehe nicht, dass wir irgendwie vorne explodieren und dann da die Dinger machen und die Riesenchancen irgendwie haben werden. Aber gut, ich täusche mich, hoffe, unsere Mannschaft überrascht mich da. Ich sehe da eher nicht so optimistisch hingegen. Aber gut, wir werden es sehen. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal die Spieler einmal durch. Neuer, ja, wie gesagt, das Tor war zur Hälfte wieder Neuer sein Ding. Habe ich nicht verstanden, die Aktion. Dass ich in kurzem Winkel stellt, alles gut, aber dann dieses halbe raus, halb draufgehen, dann doch nicht und dann da irgendwo in der Prärie rumstehen, was gar nichts gebracht hat. Ja, sonst hat er nichts zu tun gehabt. Ne? Keine Ahnung, ich kann mich auch nicht am Torschuss von Union erinnern. Einmal der Volley von Kruse, der ging aber 15 Meter daneben. Ja, diese komische Kopfballgeschichte da, in der kurz vor dem Tor oder kurz nach dem Tor, glaube ich, war es, ne? Kurz vor dem Tor. Der ging auch drüber. Ja, I don't know, sonst haben die auch nicht. Erste Halbzeit, genau, das war der Torschuss. Erste Halbzeit, diese Kopfballrückgabe. Das war eine Riesenchance. Da haben sie zu wenig draus gemacht. Das war der andere Torschuss von Union. Ja, ansonsten war es ein
ein langweiliges Fußballspiel, müssen wir uns nichts vormachen. Also Neuer, da gebe ich eine 4, Alter. Das Ding, ja, hat er für mich mitverschuldet. Jerome war okay, war eine 3 für mich. Stanisic dasselbe, war für mich auch eine 3, hat seine Sache sehr gut gemacht. Dafür, dass er Innenverteidiger ist, hat er einen guten Außenverteidiger gespielt, war oft mit nach vorne. Gut, in der Schlussphase hat er ein paar Kopfbälle verloren außen, die man hätte gewinnen können. Aber wie gesagt, fürs erste Spiel im Profikader, ich fand es okay. Javi würde ich auch eine 3 geben. Ja, aus Sympathie würde ich ihm sogar eine 2 geben. Ich habe mich gefreut, einen Javi mal wieder über 90 Minuten zu sehen. Und wie man gesehen hat, zumindest in so einem Spiel, ist er einfach auch eine Bank. Ja, muss man mal ganz klar sagen. Hat keinen Fehler gemacht, gar nichts, war ganz, ganz stabil. Buena Sarr habe ich schon gesagt. Ist für mich auch eine 3. Wären die letzten 10 Minuten nicht gewesen, bis auf jeden Fall eine 2. 2 plus gewesen. Hat wirklich 80 Minuten eine super Leistung gebracht. Aber wo wir da ein bisschen mehr unter Druck waren, ja, hat er sich halt 2 Schnitzer geleistet, die man sich halt einfach nicht leisten darf als Außenverteidiger. Und einer hat halt auch dann am Ende des Tages zum Gegentor geführt. Thomas Müller war für mich eine 4. Da müssen wir gar nicht so rumeiern. Wie gesagt, verständlich, man hat es gesehen. Ich weiß nicht, ob es am Kräfteverschleiß lag oder sonst was, aber so viele Fehlpässe hat der Müller noch nie gespielt. Und auch sonst die Halbchancen dann irgendwie sich immer falsch entschieden. Und ja, keine Ahnung. Hat mir nicht gut gefallen. Thiago Dantas war für mich eine 3. Kam schwer rein, kam aber immer besser rein. Ist hat sehr, sehr viel geackert, ist viel gelaufen. Hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Man hat gar nicht so gesehen, dass er nicht so wirklich. Ja, er sah immer so aus wie so ein Junge im Männerfußball, auf dem Feld. Das sah schon witzig aus. Aber er hat seine Sache gut gemacht, wie ich fand. Coman hat mir nicht wirklich gut gefallen. Ja, weiß ich nicht, hatte irgendwie. Ja, der letzte Biss hat sowieso gefehlt. Weiß ich nicht, Coman hat mir einfach nicht gut gefallen, will ich eine 4 geben. Ich erwarte einfach mehr vom King. Musala hat mir gut gefallen. Sehr viel versucht, würde ich auf jeden Fall. Ja. Gut, weil er das Tor gemacht hat, geben wir ihm eine 2, sonst ist es eine gute 3. Aber war sehr agil, auch erste Halbzeit auf der rechten Seite immer wieder die Dinge eingeleitet, versucht irgendwas. War der Einzige, der vorne irgendwie mal ein bisschen kreativ war, mal ein bisschen was versucht hat. Ja, alles andere war statisch. Kimmich, ja, ich meine, aufgrund seiner Laufleistung und seinen Kämpferwillen will ich ihm noch eine 3 geben. Aber ansonsten wäre es wie bei Müller auch eine 4. Also Kimmich war heute. Klar, der war für mich der Einzige, wo man gesehen hat, dass er noch unbedingt will. Von daher, ja, müssen wir ihn einfach eine 3 geben. Also lauftechnisch und so war das schon sehr stark. Schuppo, 5. Leute brauchen nicht drum rumreden. Da ist er noch gut mit bedient mit der 5. Das war gar nichts. I don't know. Ich weiß nicht. Ich denke, der Hansi hat ihn rausgenommen, um ihn zu schonen in der 58. Ne? Weil der Hansi würde ihn ja nicht wegen einer schlechten Leistung rausnehmen, aber den hätte sie schon nach 10 Minuten auswechseln können. Also, ja, I don't know. Ist für mich einfach eine Frechheit, so eine Leistung im Bayern-Trikot abzuliefern. Punkt. Vor allem, wenn man dann Müller daneben hat, der sich die Lunge aus dem Leib rennt, obwohl eigentlich gar nichts drin ist. Und dann hast du so einen Schuppo, der da rumtrabt und ja, nee, da könnte ich mich jetzt übelst auskotzen, habe ich auch keinen Bock zu. Sané, ja, war eine 3, war jetzt nichts super Außergewöhnliches. Kann man auch mehr erwarten. Ähnlich wie beim King, aber er war ein bisschen präsenter, hat noch ein bisschen was versucht. Zweite Halbzeit, ja, den einen Schuss hat er dann noch ganz, ganz gut angesetzt gehabt. Also er war auf jeden Fall mehr präsent, aber so wirklich der letzte Kick hat auch gefehlt. Wie gesagt, ich sage das aus meiner Sicht, das soll jetzt gar nicht so irgendwie ein Draufhauen sein. Ich denke, das ist völlig normal, wenn man Dienstag gegen Paris spielt und da zurückliegt und es da ums Halbfinale geht. Denke ich, ist das normal, dass man jetzt ein bisschen mit angezogener Handbremse spielt teilweise. Alaba hat mir gar nicht gefallen, war eine 4. Ja, eigentlich sogar Richtung 5, also es war gar nichts. Ich weiß gar nicht, welche Position er gespielt hat. I don't know, der hat für mich wieder mehr durcheinander gebracht im Mittelfeld, als wir irgendwie
Ordnung reingebracht hätte. Ich kann mich noch gut daran erinnern, 74. oder sowas hat der Kommentator gesagt, ja, aber der Alaba hat ja auch noch mal ein bisschen Struktur und Schwung reingebracht. Da dachte ich mir nur so, Alter, siehst du ein anderes Spiel wie ich? Oder ja, keine Ahnung. Ich kann euch nicht sagen, welche Position er gespielt hat. Er war irgendwie überall und nirgends, komplett zerstreut, ist immer nur hinterhergerannt, ganz selten mal irgendwie am Ball gewesen, ganz selten mal einen guten Ball gespielt. Das hat mir zum Beispiel bei Dantas sehr gut gefallen. Er hat viele gute Bälle gespielt. Ja, das war beim Alaba alles nicht der Fall. I don't know. Aber das Thema müssen wir nicht wieder aufmachen, denke ich. Benjamin Pavard hat mal als Innenverteidiger gespielt. Ist ja das, was er spielen möchte. Hat es eigentlich auch ganz gut gemacht, wie ich fand. Ja, beim Gegentor war es ein bisschen unglücklich. Aber ansonsten hat das ganz gut gemacht. Aber wie gesagt, Union war jetzt auch nicht irgendwie die Offensivpower da. Note von daher eine 3. Ne? Fertig. Christopher Scott. Ja, war relativ wenig zu sehen eigentlich. Weiß nicht jetzt, ob wir das als gutes Zeichen nehmen sollen oder als schlechtes Zeichen. Keine Ahnung, ich versuche gerade mich irgendwie dran zu erinnern, wo wir ihn mal so richtig gesehen haben. I don't know, ich würde ihm eine 3 geben. Ist sowieso schwer, immer bei 20 Minuten irgendwie noch groß was zu bewerten. Ja, Nian Su hat gute Ansätze, hat ein bisschen Pech gehabt, war lange Zeit verletzt. Aber er ist auf jeden Fall keiner, der sich vom Zweikampf scheut, das hat er gezeigt. Hat die Sache auch okay gemacht. Ja. War ein bisschen hibbelig, denke ich mal, hat man gesehen. Aber er war auch nur 16 Minuten auf dem Platz. Aber ich denke, man hat seine Fähigkeiten schon gesehen, auch im defensiven Mittelfeld, fand ich. Und ja, ich würde ihm auch eine 3 geben, um mal die Notengeschichte abzuschließen. Ja, und da verstehe ich immer dieses Rumgeheule am Ende des Tages vom Flick nicht wirklich. Wow, ist noch roter. So, bin ich mal ein bisschen weißer oder was? Weiß auch nicht. Ist gerade ein bisschen dunkel hier. Ja, verstehe ich nicht wirklich jetzt wieder diese Diskussion da mit dem Flick und mit dem Brazzo und Kader und I don't know, irgendwo ist der Trainer auch dafür verantwortlich, die Spieler dann auch mal zu fördern und einzusetzen. Ich dann irgendwie höre, ja, Marc Rocker ist ein Fehleinkauf. Völliger Schwachsinn, Alter. Für mich hat er in jedem Spiel eine passable Leistung gebracht, hat sogar teilweise richtig gute Leistungen gebracht. Wenn man den Spieler da nicht fördert und dann durchgehend einen Goretzka und Kimmich da spielen lässt und sich dann im Nachhinein beschwert, ja, dann hat man als Trainer auch nicht alles richtig gemacht. Ja. Ganz einfache Kiste und das gilt für die anderen Spieler auch. Ich meine, der Dantas wurde extra für einen Flick verpflichtet. Ja, und wenn der Flick ihn dann nicht spielen lässt, ja, I don't know. Ist das dann die Schuld von Brazzo, der eben extra diesen Spieler verpflichtet hat? Nur weil er dann gesagt hat, wir verpflichten ihn am Ende der Saison nicht, weil wir da irgendwie, was weiß ich, wie viel Millionen zahlen müssen. Ja, hätte der Flick ihn mal eingebaut, hätte er ihn mal spielen lassen, hätte er vielleicht mal ab und zu den Müller rausgenommen, hätte ihn mal auf die 10 gebracht. I don't know, dann wäre vielleicht mal irgendwas gegangen, aber da muss man sich nicht beschweren. Und dieses ganze Rumgeeier von Flick, Alter, ist für mich absoluter Graues. Ja, er hätte direkt sagen können, so wie es ein Kloppo gemacht hat, wie es ein Nagelsmann gesagt hat, nee, ich bin hier beim FC Bayern, ich habe hier Vertrag und ich werde definitiv kein Bundestrainer werden. Das hat er nie getan. Da muss er sich jetzt nicht wundern, er muss jetzt nicht so dünnhäutig werden in den Pressekonferenzen sich da hinstellen und sagen, ja, nächste Frage, nächste Frage. Ich sag zu dem Thema nichts mehr, nächste Frage. Ja, hätte er gleich mal klare Kante gesagt. Er hätte ja genauso gut sagen können, wisst ihr was, ja, ich möchte gerne Bundestrainer werden, ich habe aber noch einen Vertrag beim FC Bayern und muss erstmal am Ende der Saison schauen. Muss mit den Verantwortlichen reden. So, das wäre die andere Antwort gewesen. Aber immer dieses Rumgeeier. Ja, wollen Sie Bundestrainer werden? Ja, ich habe einen laufenden Vertrag beim FC Bayern München. I don't know, Alter. Weißt du? Leute, ist lächerlich. Da muss er sich jetzt im Nachhinein nicht beschweren und irgendwie da auf dem Brazzo rumreiten oder jetzt so. Ja, ich komme Brazzo und der macht nicht das, was ich will und ich möchte Mitspracherecht bei Transfers. Also, als wenn er das nicht hätte. Wie gesagt, wir haben Dantas nur wegen ihm verpflichtet. Und mal ganz ehrlich, wenn David Alaba kommt, er möchte 20 Millionen haben, Alter, dann verpiss dich. Und wenn da, scheißegal, wer der Trainer ist, aber wenn der Trainer sagt, ja, zahl dem Alaba mal 20 Millionen, dann sagst du auch, Alter, hast du einen Schuss oder was? Also irgendwo ist mal eine Grenze erreicht. Klar, ein Trainer Mitspracherecht, gar keine Frage. Genauso wie beim Boateng. Keine Frage, dass er Mitspracherecht hat. Ja, logisch. Aber nur weil man Mitspracherecht hat, muss nicht alles nach dem sein Gusto laufen. Das muss man auch mal ganz klar sagen.
Am Ende des Tages steht immer der Verein ganz oben und nicht der Trainer. Ja? Und ja, das sind halt alles finanzielle Geschichten gewesen. Ja, beim Boateng kann man irgendwo drüber streiten. Ich hätte auch gesagt, hätte er auf die Hälfte seines Gehaltes verzichtet, was er wahrscheinlich nie getan hätte, hätte man ihn gerne noch ein Jahr geben können und vielleicht ein Jahr mit Option oder was weiß ich. Aber mal ganz ehrlich, wenn du 33 bist als Abwehrspieler, ist dann irgendwann der Zenit auch erreicht, obwohl er es diese Saison wirklich gut gemacht hat. Auf der anderen Seite wollte er vor 1,5 Jahren unbedingt zu Paris Saint-Germain gehen und hat da alles versucht, alle Hebel zu setzen. Und ja, da muss man sich im Nachhinein nicht beschweren. Ne? Das ist so die Kehrseite der Medaille. Und ja, dass das vielleicht für einen Trainer am Ende des Tages ja schwierig ist, aber mir kommt das alles vor wie ein bockiges Kind. Weil sind wir mal ganz ehrlich, haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Ein Hernandez hat natürlich mindestens die Qualität eines Boatengs als Innenverteidiger, ja, mal ganz zu schweigen vom Alaba. Und wenn man den dann halt einfach nicht als Innenverteidiger aufstellt, ihn außen vor lässt, dann muss man sich nicht beschweren. Ja. Dasselbe gilt für den Marc Roca und für einige andere. Musiala hätte man auch viel besser, viel mehr intrigieren können. Hat man heute auch wieder gesehen. Wenn man das nicht tut, wenn man dann die Leute nach Charakter aufstellt oder nach in den Arsch kriechen, so kommt es mir manchmal vor, ja, I don't know. Da muss man sich nicht beschweren. Und da muss man nicht irgendwie anfangen zu reden. Ja, wir haben aber einen viel schlechtere Kader wie letzte Saison. Und ja, lächerlich in meinen Augen. Ist in meinen Augen lächerlich. Klar, so mit dem Perisic letztes Jahr und Coutinho gute Spieler gehabt, die du konntest reinschmeißen. Wäre natürlich von der Torgefahr was anderes gewesen. Aber dafür hast du dieses Jahr einen Sané dabei, den du letztes Jahr nicht hattest. Wenn du den jetzt noch mit Coutinho gleichsetzt, denke ich mal, ist das schon gut. Und ich denke, in Costa, wenn er denn in Form wäre und nicht verletzt wäre dauernd, wäre er auch mindestens auf dem Level von Perisic gewesen. In meinen Augen. Und dazu haben wir ja noch so Granaten geholt wie Choupo-Moting und Bunazar und hast du nicht gesehen. Ja, I don't know. Ist für mich kein Argument wirklich, wenn ich ehrlich bin. Und klar, der Flick hat alles erreicht. Es ist super sympathisch. Aber ja, ich weiß nicht, ob das so ein kluges Verhalten ist, was er aktuell tut. Ich bin sehr gespannt. Ich gehe aktuell nicht davon aus, dass er nächstes Jahr bei uns Trainer sein wird. Bin ich ganz ehrlich. Ob das dann jetzt irgendwie von Vereinsseite passiert oder von seiner Seite irgendwie, weiß ich nicht. Ist aber dasselbe Rumgeeier wie beim Alaba. Ne? Und wie gesagt, man hätte auf diese Frage, ob er Bundestrainer werden will, einfach ganz klar antworten können. Ne? Man hätte sagen können, nein, möchte ich nicht, bin glücklich bei FC Bayern, möchte ich noch was erreichen, Punkt. Wäre die Diskussion zu Ende gewesen. Ich habe halt so das Gefühl, dass er das so ein bisschen als Druckmittel nehmen wollte, ne? Mit dieser Bundestrainer-Geschichte. Deswegen hat er so ein bisschen rumgeeiert. Er hat ein schönes Druckmittel dem Verein gegenüber, um irgendwelche Sachen zu verlangen, keine Ahnung, wie zum Beispiel mit Boateng, ja. Ich weiß es nicht, es ist alles Spekulation, aber das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ja. Und wie schon sagt, ansonsten hätte man gesagt, jo, ich würde gerne Bundestrainer machen, die Chance kommt nicht oft in der Karriere, völlig okay, kann ich völlig nachvollziehen. Aber ich habe einen Vertrag hier, ich muss erstmal mit dem FC Bayern sprechen. Ob es da eine Möglichkeit gibt, das zu machen. Ne? Mal ganz davon abgesehen, dass man auch das hätte nebenbei machen können. Ich meine, der halbe Kader ist eh vom FC Bayern, also von daher wären das Aussagen gewesen, mit denen man hätte leben können, aber dieses Rumgeeier da, mit Interpretationsspielraum für ganze Bücher, da muss man sich nicht wundern, dass man in jeder Pressekonferenz darauf angesprochen wird. Naja, gut. Meine Two Cents zu der ganzen Story mal. Ja, wie ich schon sagte, wann war am Ende des Tages 2 verschenkte Punkte? Am Ende des Tages aber auch nicht unverdient für Union, wenn man sieht, dass jeder 2 Schüsse aufs Tor hatte. Ich denke, da weiß man auch, was das für ein Spiel war. Und ja, alles gut. Wir haben 5 Punkte vor. Ich mache mir da aktuell noch keine Sorgen. Es könnte halt kritisch werden, wenn wir jetzt irgendwie Dienstag sang- und klanglos irgendwie 3-0 auf den Arsch kriegen oder sowas. Dann könnte sich vielleicht so ein bisschen eine Negativspirale bilden. Ich kann da mal eben gucken, gegen wen wir Wochenende spielen. Oh, gegen Wolfsburg, ja.
Dann könnte es natürlich nochmal eng werden. Wolfsburg hat heute auch verloren. I don't know, wenn dann auch noch wieder einige angeschlagen sind oder komplett platt sind und wir da wieder mit so einem Rumpfkader antreten, denke ich, sieht schlecht aus, in Wolfsburg was zu holen, bin ich ganz ehrlich. Heute, wie ich schon sagte, können wir froh sein, dass Union nicht so gespielt hat, wie sie die letzten Spiele gespielt haben. Von daher könnte das natürlich dann schon eine Negativspirale geben, weil danach ist Leverkusen. Das weiß man auch nicht, was da so abgeht. Und dann können aus den 5 Punkten auch ganz schnell Punktgleichheit oder 2 Punkte oder was auch immer stehen. Und zum Ende hin, ja, haben wir halt auch noch Gladbach, Freiburg. Ja, I don't know. Wird man sehen. Könnte noch spannend werden, könnte aber auch alles. Sollten wir irgendwie 3-2 gewinnen. Gut, 3-2 geht nicht. 3-1, 4-2, 4-3 am Dienstag. Sollten irgendwie weiterkommen oder gewinnen 3-2, kommen durch ein Elfmeterschießen, weiter wie auch immer. Hast du natürlich auch wieder das Gegenteil. Dann können wir natürlich auch wieder in so einen Rausch verfallen. Ne? Und dann ist natürlich in Wolfsburg auch alles drin. Selbst wenn dann immer noch viele Spiele ausfallen. Muss man mal abwarten. Wird interessant werden, die nächsten 2 Spiele, denke ich. Können wir uns darauf freuen. Dass es heute so ein Kick wird, wie es war, dann war abzusehen. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Dass wir da nicht ein Feuerwerk abbrennen. Allein von der Aufstellung her und auch vom Willen her, wenn du 3 Tage später in Paris spielst, denke ich, ist völlig normal. Und von daher müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Fertig aus. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Rot-weiße Grüße gehen raus. Starte gut in die neue Woche. Wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich Sonntag. Und wir hören uns, ja, wahrscheinlich am Mittwoch wieder. Ich hoffe mit positiven News. In diesem Sinne, ciao.